nebenbei irgendwie das Kind am Quengeln, Handy gegeben, das Kind nur noch am Handy. Und es war Ruhe. Wenn ein Jahr vergeht und du an diese Situation zurückdenkst, lohnt es sich, so viel Energie das zu investieren? Oder müssen wir unterscheiden zwischen Privat- und Berufsleben? Ich habe beide auf dem Handy. Genau. Und das ist genau der Punkt. Es wird immer schwieriger zum Unterscheiden zwischen Privat- und Berufsleben. Hey, es ist die Stressform, die nicht aufhört. Das nicht Vorhandensein von dieser Pause zu mehr Stress und mehr Burnout und mehr Depressionen führt. Der ihre Glauben, je mehr, desto besser. Ja. Speziell Studierende noch einen zusätzlichen Faktor haben von digitalem Stress, weil All die Phishing-Mails, all die Telefon, die kommen, guten Tag, wir sind von der This is a call from the Swiss bla bla bla. Government of Texas. Ja. Und weißt du, so bin ich dort immer so vorsichtig. Buenos dias und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo. Und heute sind wir für euch da mit einer Folge zum Thema digitaler Stress. Was digitaler Stress genau ist und was es da für Kategorien gibt, was es in uns auslöst. Und wir freuen uns riesig, aber zuerst mal, wie geht es dir, Tim? Mir geht's gut. Ich habe vor einem Fußballmatch gehabt, es tut mir alles ein bisschen weh. Darum habe ich mich jetzt da in den Sessel gepflanzt. Bin sehr entspannt. Der Fuß ist ein bisschen angeschwollen, aber über das lässt sich hinwegsehen. Ja, und zum Glück brauchen wir den Kopf und nicht den Fuß, um den Ja. Podcast aufnehmen. Ja. Ja, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ja. Ja, richtig schönes Weekend gehabt, die Sonne genossen, socialized. Ja, hat gut da. Schön. Richtig gut da. Geil. Ja. Und Hast du an diesem Wochenende, weil wir bei diesem Thema sind, dein Handy speziell weg da? das Wochenende jetzt nicht. Okay. Aber so ein bisschen das Bewusstsein dafür ist eigentlich immer ein bisschen rum. So, Ja. wenn du bist am Handy, wenn du bist auf Instagram und so. Jetzt auch gerade, weil wir Sachen posten müssen. Also Ja. wir wollen ja posten. Ja, ja. Es ist wie so ein bisschen eine Verpflichtung auch da, dass du auf Social Media bist. Und es ist dann eben nicht nur Posten, sondern man sieht ja dann sonst noch, was so läuft. Und dann schaut man sonst Voll. noch ein bisschen an und dann ist Ja. man ein bisschen in einem Reel drin. Und da muss ich schon sagen, das ist eine ständige Herausforderung. Ja. So, hey, eben die Plattform auch können nutzen, aber auch gut sich Sinnvoll. können davon abgrenzen. Mhm. Aber was eben spannend ist beim digitalen Stress, es ist so viel mehr als jetzt nur Social Media. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen zu der Backstory, wie ich zu dem gekommen bin, zu dem Thema, weil mir ist das langsam gewesen, was ist digitaler Stress? Noch nie etwas von dem gehört. Stress ja, digital, habe ich auch schon eins dazu gehört, aber das in Kombination, oder? Ja. Es war ein bisschen per Zufall, gewesen, weil ich ein Masterarbeitsthema gebraucht habe. Und Das ist so relatable. es Ich glaube, wirklich für, für die einen Master gemacht haben. ja, oder einfach irgendeine Abschlussarbeit Ja. schreiben, Bachelor oder Masterarbeit. Und ich bin so, ich habe keine Ahnung, über was ich schreiben will. Ich habe gewusst, bei wem ich sie schreiben will. Ja. Ich hatte eine mega coole Betreuerin gehabt und bin so, hey, danke vielmals, dass du mich betreust, weil sie hat mir zugesagt, aber ich habe kein Thema. Und sie so, okay, das wäre eine Möglichkeit, das wäre eine Möglichkeit. An dem bin ich gerade dran. Auf was hast du Lust? Das wäre cool. Und so. Und ich bin so, okay, digitaler Stress, ja, das klingt noch spannend. Und durch das bin ich eigentlich so ein bisschen mit dem Thema in Berührung gekommen und habe dann gemerkt, nachdem ich die Arbeit veröffentlicht habe und mit Leuten in meinem Umfeld darüber geredet habe, so, oh wow, das Thema beeinflusst so viel und das spüren eigentlich fast alle Leute so in meinem Umfeld und habe dann irgendwie per Zufall auch angefangen, Vorträge dazu zu halten, Mhm. die dann weiter dazu geführt haben und gemerkt haben, wow, krass, das Thema. Es ist einfach allgegenwärtig. Also Ja. es betrifft uns alle, die halt einfach einen Job haben, am Handy sind. Was ich wirklich krass finde, ist, wie früh dass das auch schon anfängt. Ich bin letztens in einem Resti gewesen, nebenbei irgendwie das Kind am Quengeln, Handy gegeben, das Kind nur noch am Handy. Und es war Ruhe gewesen. Und das ist eben ruhig gewesen, ja. Das ist crazy. Das ist eben gefährlich. Ja. Das ist, Und du kannst dann auch nicht mehr wegnehmen, weil dann Ja, eben. steigt der Stress wieder und dann musst du dich mit noch mehr Quengeln ja, abfinden. ist genau das. Ja, Das das ist ist dann, crazy. wenn du es einmal gemacht hast, dann wird es schwierig. Ja. Sieht man oft mit diesen Tablets in den Restaurants, ja, Ja. wenn sie irgendwelche Kindershows oder irgendwelche Games machen. Und jetzt, vielleicht gerade so mal zum
anfangen, habe ich gefragt, was ist digitaler Stress genau? Und ganz eine kurze Definition: Es ist Stress, der ausgelöst wird durch die Verwendung und Nutzung von digitalen Technologien. Also ICT, Informations- und Kommunikationstechnologie, alles um das Thema. Es ist ein sehr breites Thema auch, das werden wir jetzt in dieser Folge sehen. Alles, was um das IKT, Information, ICT ist... IKT? Ja, sorry, ich habe es vorher auf Englisch gesagt. ICT ist ja Englisch. Ich habe vorher schon gedacht, was ist ICT? Und IKT ist ja Informations- und Kommunikationstechnologie. Alles rund um das Thema, was zu Stress führen kann, läuft unter der Kategorie digitaler Stress. Und da haben wir mal gedacht, wir fangen an mit dem Stressmodell, oder? Ja, vielleicht können wir noch schon sagen, was das Ziel ist von dieser Folge. Oh ja, danke. Weil es ist so ein grosses Thema und wir haben uns überlegt, wo fangen wir an und was ist überhaupt das Ziel von dieser Folge? Weil es ist natürlich auch limitiert und wir könnten wahrscheinlich auch gut 2-3 Folgen dazu machen. Das Ziel für heute, was wir möchten, ist, dass ein gewisses Wissen besteht, dass es das überhaupt gibt. Digitaler Stress, was es genau ist. Und wir werden schon einzelne so Ideen geben, wie man das minimieren kann, aber es ist nicht das Ziel. So, das Ziel ist, um da einen weiteren englischen Begriff zu nehmen, den du vielleicht gar nicht übersetzen kannst, weil mir fällt das Wort nicht ein, zum Awareness schaffen. Also so wirklich einfach Bewusstsein für digitalen Stress, dass wir das im Leben haben. Und es wird sicher auch die ein oder andere Hilfestellung geben, wie man das vielleicht minimieren kann. Aber das ist nicht der Fokus, sondern der Fokus ist wirklich einfach zuerst mal verstehen, was ist es und wo existiert es überall beim Leben. Voll. Und auch so mit dem Bewusstsein dafür ist es manchmal einfacher, um Sachen angehen. Mhm. Ich habe in einem Buch gelesen, dass wenn man die Verarbeitungsstrategien oder so, wie mit dem umgehen, ist das Bewusstsein dafür der erste und wichtigste. Wie in vielen psychologischen Themen. Du musst erst mal wissen, dass es existiert, bevor du es angehen kannst. Dass du etwas verändern kannst, ja. Voll. Und wenn ihr ein Bewusstsein dafür habt, dann ihr wisst euch auch, kennt euch eigentlich am besten und ihr wisst, was euch hilft. Das heisst, wenn der Tim und ich über gewisse Sachen reden, denkt, das würde ihr nie so machen. Alles gut, macht so, wie es für euch passt. Oder? Und das ist so der springende Punkt von dieser Folge. Danke, hast du mich daran erinnert. Hey, und ich glaube auch, so die Bewältigungsstrategie, wieso dass man auch nicht auf die konkret eingehen können, ist, weil sie sind auch so unterschiedlich. Also der Kontext, von welchem Leute mit digitalem Stress konfrontiert werden, ist so anders. Wir haben vorher darüber geredet, dass, bevor wir aufgenommen haben, dass zum Beispiel jemand, der in einem Restaurant arbeitet, beantwortet nie so viele Mails wie ich. Aber trotzdem ist digitaler Stress vorhanden, weil es vielleicht ein neues Zahlungssystem oder ein neues Buchungssystem oder was auch immer hat. Und darum, wenn ich jetzt würde sagen, ja, ich könnte das und das bei Outlook einstellen, damit ihr weniger Mails bekommt oder weniger oft, dann trifft das halt nur auf einen Teil der Leute zu. Voll. Also das ist genau eigentlich das, was wir vorhin darüber geredet haben, so ein bisschen die Jobsparten, die drin sind, wenn euer Hauptjob eigentlich etwas anderes ist, als am Computer hocken, sagen mit der Pflege arbeiten, mit Leuten, in der Betreuung, mit Kindern oder im Altersheim, im Restaurant, Coiffeur, was auch immer. Das ist ja euer Hauptjob, etwas anderes als am Computer hocken. Ist es gerade nochmal ganz etwas anderes, als jemand im KV schafft, an der Sachbearbeitung, so. Genau. Und der erste Schritt, um mit dem Bewusstsein dann auch umgehen, möchten wir euch ein Stressmodell vorstellen, wie Stress entsteht, aber auch wie man Stress angehen kann. Und ich finde das so ein geiles Modell, weil es so viele Möglichkeiten gibt, um ansetzen. Und das ist wahrscheinlich das bekannteste Stressmodell von Richard Lazarus, heisst er. Wann war das? 1980. I don't know, du fragst mich Fragen. Ich habe gerade exposed, keine Ahnung. Ist ja nicht so relevant, aber ich habe das Gefühl, schon ein paar Jahrzehnte, wo das jetzt gibt. Und es ist eigentlich so, dass immer, wenn man mit dem anfängt, Person, also ich rede jetzt mal aus meiner Perspektive, ich bin oben da im Zentrum und mich herum ist die Umwelt. Und ich habe schon einen Filter von meiner Umwelt. Oder? Das heisst, es kommt nicht alles, was um mich herum passiert, kommt an mich heran. Und der Filter ist schon mega entscheidend, weil du hast ganz einen anderen Filter als ich. Oder das heisst, gewisse Sachen kommen bei mir durch und ich bin so, oh shit. Und
bei dir ist so, ich habe es einmal gemerkt, dass jetzt etwas durchgekommen ist. Ja. Oder? Also das ist eigentlich schon der erste entscheidende Unterschied zum Hervorheben. Wir sind komplett unterschiedlich. Also wir haben gewisse Grundvoraussetzungen, was bei uns überhaupt Stress auslöst. Ich glaube, ein Thema, das bei sehr, sehr vielen Leuten Stress auslöst, ist zum Beispiel von Leuten sprechen. Ja. Etwas vortragen. Ich glaube, eine der häufigsten Phobien, die es gibt, also Public Speaking. Und da gibt es sehr, sehr viele Leute, die das sehr fest stresst. Und bei mir ist es weniger der Fall, einfach weil ich sehr oft vor Leuten rede, weil es mein Job ist auch. Und du es auch gerne machst. Und ich es auch gerne mache. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Filter. Also Ja. es kommt bei mir weniger an, als bei jemandem, der vielleicht nicht so oft präsentiert. Genau. Und wenn jetzt irgendeine Situation von der Umwelt durch euren Filter eigentlich durchdenkt, dann gibt es eine erste Bewertung, die ihr machen könnt. Meistens passiert die sehr automatisch und unbewusst. Und das kann sein, dass ihr die Situation als positiv bewertet und sagt, das ist ja super. Dann ist sie egal. Dann könnt ihr die Situation wieder auf die Seite tun. Wenn ihr merkt, das ist jetzt für mich nicht relevant. Und dann die dritte Möglichkeit ist das negativ. Das heisst Gefahr. Wenn eine Situation als negativ bewertet wird, weniger gut. Wenn es so bewertet wird, dann kommt es eigentlich zu einer zweiten Bewertung, nur wenn es negativ bewertet wird. Und zwar, habe ich genügend Ressourcen, um mit dieser Situation umzugehen? Und dort gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, ich habe genug Ressourcen, die Situation ist erledigt. Oder nein, ich habe zu wenig Ressourcen und die Reaktion ist dann Stress. Oder? Und da möchte ich vielleicht auch ein bisschen als Verständnis mal ein Beispiel einführen, nämlich Teams. Nehmen wir an, ihr habt einen Teams-Call am 10 Uhr, jetzt ist 9:58 Uhr und dann merkt ihr, shit. Noch ein Update. Noch ein Update und irgendwie Teams funktioniert nicht. Update ist ja wie so ein bisschen berechenbar, wenn es fertig ist, aber irgendetwas funktioniert nicht mit Teams. Ihr könnt es nicht öffnen oder es stürzt wieder ab. Das heisst, das kommt schon mal durch euren Filter durch. Es wird als negativ bewertet. Und wenn ihr dann merkt, fuck, ich habe auch zu wenig Ressourcen, also zu wenig Möglichkeiten oder Fähigkeiten, um jetzt gerade mit dieser Situation umzugehen, führt es zu Stress. Das wäre jetzt digitaler Stress, weil das Teams nicht funktioniert. Und wenn wir dann beim Stress sind, hört das Modell eben nicht auf. Und das finde ich eben das Coole an dem, sondern es geht dann eigentlich weiter zum Coping. Also wie kann man mit diesen Situationen umgehen? Und darum finde ich das Modell so gut. Bei Stress hört es nicht auf, ihr könnt da noch weitermachen. Wenn es dann zum Coping kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt problemorientiert den Stress angehen. Das heisst jetzt mit dem Teams, ich merke, oh shit, das funktioniert nicht. Ist mir auch schon passiert. Ich habe dann einfach meinen privaten Laptop genommen, wo ich weiss, dort funktioniert das Teams und habe mich im Geschäftskonto angemeldet und bin dann so in den Teams-Kanal reingegangen. Das heisst, ich habe es gerade problemorientiert gelöst. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre, irgendwie am IT-Support im Geschäft anrufen, wenn ihr das habt, dass die euch helfen können. Das ist eine Möglichkeit, problemorientiertes den Stress angehen. Und das andere ist emotionsorientiert den Stress angehen. Und man hört sich ein bisschen raus, emotionsorientiert ist zum Versuchen, mit dem Stress umzugehen. Oder? Also, wenn ihr sagt, okay, ich kann jetzt die Situation nicht lösen, wenn ich mich jetzt noch darüber aufrege oder mich komplett verunsichern lasse, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Mhm. Also muss ich schauen, wie kann ich meine Emotionen verarbeiten, wie komme ich oben runter und so ein bisschen auf mich selber schauen. Also ein bisschen Selbstmanagement, wie wir schon mal in der Folge 8 darüber geredet haben, so wie kann man mit Emotionen umgehen, vielleicht das versuchen reframen. Ich habe da ein Beispiel von einer Frage, die mich so krass aus so Stresssituationen rausholt. Mhm. Und das hast du mich mal gefragt. Ich weiss noch, vor 6 Monaten oder so Jetzt bin ich gespannt. bin ich irgendwie so hart gestresst gewesen wegen einer Situation, wo ich gar keine Lösung hatte. Mhm. Und dann bist du so gewesen, Bro, in einem Jahr, Ja. wenn ein Jahr vergeht und du an diese Situation zurückdenkst, lohnt es sich, so viel Energie das zu investieren? Und ich bin so gewesen, in einem Jahr ist die Situation so etwas von irrelevant. Ja. Und das hat mir so krass geholfen, Ja. mit einer Frage. Und das ist dann so etwas, ich habe das Problem immer noch nicht gelöst, aber ich habe meine Emotionen wieder unter Kontrolle gehabt.
Und es gibt ja wie so die zwei Arten, um eine Stresssituation zu lösen. Eben emotional oder sachlich oder problemorientiert, wie du es genannt hast. Im Idealfall gehst du natürlich auf beide gleichzeitig. Ich hatte zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ich auf einen Vortrag bin auf Bern. Es ist jetzt nicht digitaler Stress, aber ich glaube eine ähnliche Situation für das Stressmodell. Ja. Ich habe einen Vortrag in Bern und ich weiß nicht, ob sie meinen Vortrag vorgezogen haben oder ob ich meine Termine nicht im Griff hatte. Aber ich habe dann wie auf der Website nochmal geschaut, weil ich habe mich eingetragen, irgendwie, kann ich 1:15 und wollte so abfahren, dass ich eine halbe Stunde vorher dort bin. Und dann bin ich auf die Website nochmal von ihnen, um zu schauen, wann das mein Vortrag scheduled ist, also geplant ist. Und habe gesehen, dass er viel früher ist. Und habe gewusst, hey, wenn ich jetzt in dem Moment losfahren würde, wäre ich 10 Minuten zu spät. Und bin dann relativ zügig bin zum Auto losgefahren und das hat mich so gestresst auf der Autobahn auch. Und auf der Autobahn ist nicht so der beste Ort, um gestresst zu sein. Mhm. Und ich habe dann wie probiert, zum einen Emotionsregulation machen und zum anderen auf dieser problemorientierten Sachebene eigentlich das Problem zu lösen. Und dann zum einen wie probiert sie zu erreichen. Ich habe Google Maps offen gehabt, was ultra stressig war, weil es mir die ganze Zeit gezeigt hat, wie viel spannend du bist. Das zeigt dir ja deine Ankunftszeit an. Oh shit, ja. Voll. Aber ich habe es offen behalten, um zu sehen, wenn ich ankomme. Und also auch wo du musst Und wo ich muss durchfahren, ja. Und habe ihnen dann angerufen. Natürlich mit AirPods und keine Bedienungen und Sprachsteuerung und alles konform, regelkonform, ja. Und habe ihnen angerufen und sie nicht erreicht. Und da ist eigentlich schon ein Teil digitaler Stress, weil ich habe sie nicht erreicht, um zu sagen, hey, komm zu spät. Und dann angerufen, 2-3 Mal, nicht erreicht. Also fairerweise können wir sagen, dass die Google Maps Zeit anzeigt, ist auch nicht digitaler Stress. Ja. Und ich habe sie dann wieder nicht erreicht und dass ich sie nicht erreicht habe, hat mich ultra gestresst, weil ich bin so ich muss denen sagen, dass ich zu spät komme. Und habe dann auf der Emotionsebene, also dort anzuleuten und das so zu klären, wäre auf problemorientiert, auf der Sachebene. Und auf der Emotionsebene habe ich mir dann irgendwie müssen sagen, so, hey, look, du hast jetzt 3 Jahre gemacht, sie werden dir zurückhalten. Es gibt jetzt aktuell nichts, was du machen kannst, ausser auf sichere Fahren dich achten. Und habe dann aber auch gesagt, hey, wenn ich eine Viertelstunde, bevor er eigentlich anfangen will, noch nichts gehört habe, dann rufe ich nochmal an. Und so das Fixieren von wann mache ich was, so ein bisschen einen Schlachtplan zu haben, hat mir dann wie geholfen, um emotional irgendwie darauf zu reagieren. Mhm. Und dort bin ich wie auf beide Ebenen drin gewesen, und ich habe das Gefühl, es braucht auch beide Ebenen in sehr, sehr vielen Situationen, weil wenn ich jetzt nur auf der problemorientiert, also Sachebene, das Thema angegangen wäre und einfach gestresst wäre, dann wäre ich nachher der Vortrag und wäre dort dann auch gestresst gewesen und hätte nicht so können den Vortrag abliefern, wie ich das wollte. Ja, also dort noch umso mehr, da hast du schauen, dass deine Emotionen wieder ein bisschen oben abkommen, oder? Weil wenn du dort voll hibbelig auf der Bühne gestanden wärst. Und das Gegenteil wäre, wenn ich nur auf der Emotionsebene und zwar dann dort voll relaxed ankomme, aber die sind so, hey, wo bist du gewesen? Was läuft eigentlich? Du bist einfach zu spät, hast du nichts gesagt. Ich habe noch mental angerufen. Ja. Nein, aber ist ja kein Problem. Ich habe mich ja emotional reguliert. Kein Problem. Ja, voll. Und das ist wirklich, ich glaube, in den letzten 2 Monaten, weil Pünktlichkeit ist mir sehr wichtig. Mhm. Und gut vorbereitet sein ist mir sehr wichtig. Und das hat bei mir so viel Stress ausgelöst. Und ich kenne andere Leute, um das von vorher noch schnell aufgegriffen, den Filter, wo sehr viel entspannter gewesen wären, als ich das gewesen bin. Darum ja. Ja, also ich finde das so faszinierend, wie unterschiedlich die Filter sind. Ja. Doch einmal für euch als Beobachtungsexperiment, achtet mal, was löst bei euch Stress aus, was löst bei anderen Stress aus, und dann wisst ihr mal, wie unterschiedlich Menschen sind. Ja. Und das Modell ist eben noch nicht ganz fertig. Was ich eben cool finde, ist, nehmen wir jetzt gerade das Beispiel, oder ihr habt das mit dem Teams können lösen. Es kommt ein Lernprozess. Kommt eigentlich am Schluss. Weil du hast ja dann gelernt, wie mit so Situationen umgehen. Oder mit dieser Situation umgehen. Und darum wird es eben so geil. Oder dass am Schluss von dem Modell noch eigentlich wie ein Lernen angehängt wird. So ein Feedback-Loop. Oder? Ja. Genau. Und du merkst ja dann, ob es funktioniert hat oder nicht. Und es ist genau das gleiche Thema wie mit auf der Bühne stehen. Das erste Mal bist du viel gestresster
Und dann merkst du, okay, wenn ich das und das mache, sei das emotions- oder problemorientiert ist, dann kommt es gut. Das heisst, du lernst und nach dem 10. Mal bist du ziemlich sicher weniger gestresst als beim ersten Mal, oder? Also du willst mir eigentlich sagen, ich sollte öfters zu spät kommen? Nein, nein. Nein, ich habe es mit dem, dieses Beispiel mit dem Public Speaking, mit öffentlich Reden gemeint. Genau, darum finde ich das ein mega gutes Modell. Und das Modell ist nicht beschränkt auf digitalen Stress, es ist eigentlich auf Stress allgemein. Ich habe das auch schon gebraucht für mich, um auch ein bisschen reflektieren, wenn ich öfters gestresst bin. Zum einen, was löst bei mir Stress aus genau? Was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich für Ressourcen und wie kann ich die angehen, Problem- oder emotionsorientiert. Oder? Also ich bin ein riesen Fan von dem Modell. Ja, voll. Ich finde es da noch spannend, den Link zu ziehen zum Circle of Influence. Weil ich habe jetzt dort in dieser Situation, wo ich zu spät gekommen bin für den Vortrag, mir überlegt, okay, was Circle of Influence für die nicht schon seit Anfang an da dabei sind, Folge 1, falls ihr dort noch reinhören wollt. Ich habe mir dann im Auto wie überlegt, okay, dass ich zu spät komme, ist in meinem Circle of Concern. Ich kann es gerade aktuell nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Ja. Das Einzige, was ich machen kann auf der Stufe Influence-Ebene, ist mit ihnen in Kontakt kommen, anrufen und mit ihnen schauen, hey, was ist möglich. Können wir ihn nach hinten verschieben, eine halbe Stunde? Oder wie gehen wir mit dem um? Dort bin ich auf sie auch angewiesen, darum Circle of Influence. Ich kann es nicht kontrollieren. Und auf der Emotionsregulation-Ebene bin ich auf dem Circle of Control und kann versuchen, mit mir zu arbeiten und zu schauen, hey, wie gehe ich möglichst entspannt und ruhig in den Vortrag rein, sodass, wenn der Circle of Influence funktioniert und man den nach hinten schieben könnte, dass ich dann auch einen guten Vortrag geben kann. Und ich finde, das Modell, das jetzt glaub, mehr so ein Flussdiagramm ist, also es ist ja wie, wir können es nachher dann nochmal schnell sagen, aber du gehst wie die einzelnen Schritte durch und entscheidest, okay, ist es positiv, ist es negativ oder ist es mir gleichgültig, wenn es negativ ist, gehen wir auf Sachen über die Emotionsebene. Ist in einem Flussdiagramm, aber sehr ähnlich eigentlich vom Konzept her. Oder es hat gewisse Elemente vom Circle of Influence drin. Ja, oder man kann es gut kombinieren. Voll. Ja. Okay, danke für die Hinweis. Ich tue es nochmal schnell repetieren oder wiederholen. Wenn du willst, einfach nur schnell zum Abschluss. Also nochmal ganz kurz. Wir haben die Umwelt um uns selber als Person. Gewisse Situationen oder Reize aus der Umwelt lösen bei uns etwas aus. Wenn die zu uns andringen, dann gibt es eine erste Bewertung. Das kann positiv, negativ oder irrelevant sein. Wenn etwas als negativ wahrgenommen wird, geht es in die zweite Bewertung. Und die zweite Bewertung geht darum, habe ich genug Ressourcen oder genug Möglichkeiten, um mit dieser Situation umzugehen? Wenn ja, hört das Modell dort auf. Wenn nein, kommt es zu Stress. Wenn es bei Stress ist, haben wir Coping-Mechanismen, also Mechanismen, wie wir damit umgehen können. Das ist zum einen problemorientiert, wo ich versuche, das Problem zu lösen. Oder emotionsorientiert, wo ich mich versuche, emotional zu regulieren, um mit der Situation umgehen, mit dem Stress. Und am Ende eigentlich, sowohl bei gescheitertem Coping wie auch beim erfolgreichen Coping, kommt es zu einem Lernprozess, wo zukünftige Situationen, die ähnlich sind, auch beeinflussen, wie wir damit umgehen. Nice. Ich würde sagen, wir tun das Modell oder das Flussdiagramm auf Social Media, falls das jetzt auf der verbalen Ebene nicht so klar ist, dann können wir es dort noch bildlich anschauen. Voll, ja. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit digitalen Stress. Yes. Jetzt haben wir Basic Stressregulationsmodell gehabt. Jetzt sind wir gewappnet für alle Sachen, die wir jetzt besprechen. Ja. Was ist für dich digitaler Stress? Weil du hast dich jetzt, ich meine, schon die letzten paar Jahre auch damit auseinandergesetzt. Wie würdest du digitalen Stress beschreiben? Weil es ist ja nicht nur Social Media. Hey, es ist die Stressform, die nicht aufhört. Ganz bös gesagt. Ich sehe es wirklich in meinem Alltag auf so vielen Ebenen. Aber was ich eben wirklich spannend finde, ist, dass digitaler Stress hört nicht auf. Stress, der klassische Stress, wie wir ihn aus dem Arbeitsleben kennen, ist vielleicht, hey, wir haben so viel zu tun, gerade viele Projekte am Laufen, aber es gibt wie eine Phase, wo es dann mal fertig ist. Hast du das Projekt abgegeben, hast du Offerten rausgelassen, hast den Auftrag durchgeführt und dann kommt vielleicht eine bisschen ruhigere Phase und der Stress ist fertig. Digitaler Stress hört nicht auf. Ja. Tendenziell wird es immer mehr. Das stimmt, das ist krass. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Dass es wie
Stress so ein bisschen in Wellen kommt, wo eben dann irgendwann hast du wieder Ruhephasen, idealerweise. Und bei digitalem Stress, es wird einfach immer mehr, weil immer mehr Technologie unser Leben bestimmt. Krass. Und darum ist mir das Thema so wichtig. Oder das Bewusstsein dafür so wichtig, dass wir jetzt können wir etwas ändern. Jetzt können wir dem einen Cut machen. Oder? Dort, wo wir können. Und darum würde ich vielleicht auch gerade mit dem ersten Thema anfangen. Und da als eine kleine Side-Note, die Kategorien, die wir jetzt genommen haben, die sind ein bisschen zusammengewürfelt. Es gibt so offizielle Kategorien aus der Forschung. Der René Riedel ist ein Forscher, der recht stark dort drin war und er hat so Kategorien aus dem Arbeitskontext. Können wir euch gerne noch ein Buch verlinken unten. Die Kategorien, die wir jetzt genommen haben, sind so ein bisschen zusammengewürfelt, wo wir einfach finden, die passen gut zusammen. Und darum, jetzt die erste Kategorie ist so die Überlastung mit Informationen und Aufgaben. Und ich habe das zusammengenommen, weil oftmals ja irgendetwas, wir kommunizieren ja immer. Irgendetwas wird immer kommuniziert und unsere Kommunikation wird immer digitaler. Das heisst, der Informationsgehalt wird nicht unbedingt besser, er wird einfach mehr und es können auch mehr Aufgaben an uns angetragen werden. Oder? Wenn ich irgendetwas von dir will, ich rufe dir einfach an. Ich schreibe dir ein WhatsApp, schreibe dir ein Mail, irgendwie erreiche ich dich schon. Oder? Das heisst, wir werden mit Informationen überlastet, aber auch mit Aufgaben. Und ich habe mal, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe oder gelesen habe, wo so eine Aussage war, dass etwas oder das wertvollste Gut, das wir Menschen haben und werden haben, ist unsere Aufmerksamkeit. Ja. Was nimmt unsere Aufmerksamkeit ein? Ja. Und aktuell ist es sehr stark eingenommen von irgendwelchen Informationen, die mehrheitlich digital übermittelt werden. Sag das WhatsApp privat. Du hast mich letztes Mal gefragt, Ivo, wie viele Chats hast du pro Tag? Oh mein Gott. Und du bist irgendwie bei 20, 30 Chats ohne Gruppenchats gewesen, Ja. pro Tag, Ja. wo Aufmerksamkeit nimmt. Und das sind wir nur privat, oder? Ich habe jetzt gar nicht an meine Kollegen denken, weil manchmal schreibe ich dann 3 Tage nicht zurück. Die werden jetzt das hören und sind so... Ja, irgendwie Wieso? verständlich. Mit 20, 30 Chats am Tag, Ja. oder? Und da bei dieser Kategorie geht es mir wirklich so um unsere Aufmerksamkeit und auch das können bewusst abgrenzen. Ja. Ich bin der Herr über meine Aufmerksamkeit. Wo fließt die an? Weil alles um uns herum versucht, die Aufmerksamkeit zu holen. Jenste Werbungen, jenste Aufgaben, Reels, TikTok, alles versucht unsere Aufmerksamkeit. Die Apps sind darauf ausgelegt. Ja. Und nicht nur Social Media Apps, alle Apps sind darauf ausgelegt, Dass du möglichst lange nicht drauf bleibst. man möglichst lange nicht drauf bleibt. Voll, deine Aufmerksamkeit dafür gibst. Ja. Oh, fuck. Ja, also es ist... Ich habe mich diese Woche ein bisschen darauf geachtet, wie viel Zeit ich am Bildschirm verbringe. Welcher Bildschirm? Nur iPhone und iPad. Ja. Also Arbeitslaptop mal außen vor. Ja. Und ich würde zu gerne mal wissen, wie viele Nachrichten über alle Kanäle ich bekomme pro Tag in 24 Stunden. Also auch mit dem Geschäftslaptop? Auch mit dem Geschäftslaptop. Weil auch dort, also wir benutzen so viele verschiedene Kommunikationskanäle. Ich meine, du hast Teams, du hast E-Mail, du hast Telefon, du hast noch so ein Intranet, dann hast du irgendwie noch SharePoint, Slack, dann hast es ist Next Level. Mit alles. Und ich meine, im Privaten bin ich auch nicht viel besser. Ich habe Instagram, ich habe jetzt durch den Podcast auch TikTok, ich habe WhatsApp, manchmal schreibt man noch über das SMS. Im Militär sind wir bei Threema, was ich einfach gottlos finde. Threema, ja. Ist zwar sicher, aber... Ist zwar sicher, ja, aber es ist halt einfach ein Tool mehr. Und ich finde es dann auch noch schwierig zu wissen, hey, wo ist jetzt welche Nachricht reingekommen. Ist das auch unter dieser Kategorie, quasi zu viele Informationen, oder gibt es dort eine eigene? Es würde ich schon sagen, Okay. Überforderung mit Informationen. Ja. Oder? Es Ja. gehört also eine Woche mit so etwas rein. Und hey, ich glaube, da kann man sich gut einmal auch hart davon distanzieren. So, mal raus überlegen, was ist essentiell. Was ist wirklich essentiell? Weil für mich ist WhatsApp essentiell. Alles andere Ja. eigentlich nicht. Ja, es ist halt, also ich finde es vor allem Privat. dort schwierig. Ja, ja. Ich finde es vor allem dort schwierig, wenn wir, zum Beispiel,
ich habe einen Kollegen, der ist dann irgendwann auf Telegram umgestiegen. Wegen WhatsApp, irgendwie Skandal, blablabla. Und ich habe ihm wie gesagt, so, hey, ich muss dir weiterhin auf WhatsApp schreiben oder ich schreibe dir SMS, aber ich kann nicht nochmal ein Telegram, ich kann nicht nochmal eine App, weil irgendwie es ist zu viel. Und ich finde es dort noch schwierig, weil wir möchten ja soziale Interaktionen und wenn die limitiert ist aufgrund von, weil ich sage, ja, ich mache jetzt nur noch ein Tool, dann ist es schwierig. Also es ist wie noch tricky zu sagen, ich benutze jetzt nur noch WhatsApp, weil eben dann habe ich gewisse Leute, die meine Telefonnummer nicht haben, die schreiben mir dann auf Instagram. Ja, ich meine primär. Ja, Primär WhatsApp. Ja, primär. Ja. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Mhm. Auch nur schon wegen dem Geschäft. Eben, oder ich meine, in meinem alten Geschäft haben wir auch Streamer gebraucht. Und ich bin wie so angewiesen Ja. auf das. Falls ein Termin abgesagt wurde, ist das auf Streamer geschrieben worden. Ja. Das heisst, ich habe es wie auch gebraucht. Aber was wir dort gut können steuern, und da komme ich nochmal zum Thema Aufmerksamkeit, ist Benachrichtigungen. Ja. Und haben wir es auf dem, sind wir ehrlich, wenn wir das App auf dem Handy haben, brauchen wir es einfach mehr. Ja. Es macht nur schon eine kleine Differenz, ob das App auf dem Homebildschirm ist oder einfach auf dem Telefon. Ich weiß nicht, wie das heisst, in der Bibliothek. Also Ja, beim einfach so iPhone. im Hintergrund irgendwo Beim versteckt. iPhone. Aber wenn es immer auf dem Homebildschirm ist, dann bist du auch schneller drauf. Ja. Oder? Also dort schaffe ich sehr fest, dass ich fast nicht alle Gruppenchat, aber viele Gruppenchat habe ich auf stumm und ich sehe sie dann, wenn ich reingehe. Ja. Instagram, TikTok habe ich Benachrichtigungen ausgeschaltet, Mail Benachrichtigungen ausgeschaltet. Und das ist wirklich auch nochmal so bewusste Aufmerksamkeitssteuerung. Ich gehe dann rein, wenn ich möchte, oder? Wenn ich etwas posten möchte, wenn ich dann hängen bleibe, ja. Aber in den Mails, ich gehe nur in Mails rein, wenn ich rein will. Ich glaube, vor allem mit den Mails, was dort noch dazu, also, oder wir müssen unterscheiden zwischen Privat- und Berufsleben. Ich habe beide auf dem Handy. Genau. Und das ist genau der Punkt. Es wird immer schwieriger zum Unterscheiden zwischen Privat- und Berufsleben. Ich habe, weil in dem Buch, das ich zur Vorbereitung für das gelesen habe, ist wie so aufgezeigt worden, vor 30 Jahren bist du arbeiten, dann bist du, der volle Fokus ist beim Arbeiten gewesen. Dann kommst du heim und der volle Fokus ist daheim. Und jetzt, aktuell, ich bekomme private Nachrichten während dem Arbeiten. Und es wird von mir erwartet, von meinem privaten Umfeld, dass ich relativ bald, oder vielleicht ist die Erwartung einfach auch nur von mir selber, aber die Erwartung ist da, ob sie von mir ist oder von außen, sei dahingestellt, aber die Erwartung, dass ich doch auch irgendwie kann in den nächsten paar Stunden antworten. Und dann gehst du heim und bist immer noch erreichbar fürs Geschäft. Also du kannst ein Mail bekommen und weil du dein Arbeitsmail, dein Geschäftsmail auf dem Handy hast, kann ja dann trotzdem noch etwas reinkommen. Das heisst, du kannst gar nie richtig abschalten und sagen, es gibt glaube schon Leute, die das besser können. Und es gibt auch Berufe, wo das besser geht. Aber jetzt bei mir, mit meinen eigenen Erfahrungen, finde ich es dann nämlich schon noch schwierig, dort das einfach abzuschalten und zu sagen, es ist gut. Ja. Weil es halt so einfach zugänglich ist auch. Voll. Oder? Und oftmals ist ja die Arbeit, nur weil der Tag fertig ist, nicht abgeschlossen. Ja. Das kommt ja noch dazu. Ja. Oder? Es ist noch etwas offen oder so. Und das ist vielleicht einfach so ganz allgemein für das Thema. Es braucht so eine krasse Selbststeuerung in dem Thema rein, zum Wohlbehalten durch alles durchkommen. Oder? Und es braucht Reflexion, was löst was in mir aus. Und es ist auch mega individuell. Oder? Wie viele Leute sagen, ach, ich bin so froh, kann ich die Heim noch schnell Mails checken. Super. Wenn du merkst, aber ich will es gar nicht, dann musst du es angehen. Oder? Und darum, das ganze Thema ist, es braucht so viel Reflexion in dem Ganzen rein. Und darum ist mir das also wichtig, dass wir einfach Themen ansprechen zum Anregen. Oder? Und was ich noch dazu kommt, was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, ich habe mir das Ziel gesetzt, eigentlich weniger Homeoffice machen. Aus dem Grund. Aber was ist die neueste Entwicklung? Alle wollen dein Homeoffice. Nein, bei vielen Organisationen. Büroplätze sind beschränkt. Oh! Das heisst, die Leute, wie ich jetzt zum Beispiel gefunden habe, hey, wenn ich kann, dann gehe ich ins Büro, weil jetzt mein Arbeitsweg auch nicht mehr so weit ist, haben vielleicht gar keinen Platz mehr, weil es ja eigentlich wie so ein flexibles Arbeiten ist in der Bürowelt. Das heisst, das ist dann auch schon wieder ein Konflikt, oder? Weil ich für mich gemerkt habe, ich habe gerne Homeoffice, ich mache gerne Sachen daheim, aber ich
bei gewissen Sachen gehe ich wirklich einfach auch gerne vor Ort, mach's, Laptop zu, tschüss. Ich finde, im Homeoffice ist es so viel schwieriger, zu sagen, jetzt ist der Arbeitstag vorbei. Ja. So schwierig. Und da ist meine Ding so Ritual. Es braucht Homeoffice-Ritual, wie man startet. Weil wenn du den Laptop ins Bett nimmst, um deine Mails zu checken beim Morgenkaffee, Wow. fängt Auch schon gemacht. fängt's für mich, oder am Handy schon, Mails checkst, weil du denkst, dann kann ich anfangen zu arbeiten, dann fängt für mich persönlich ist das mega schwierig, weil es ist kein Ritual. Oder ich brauche ein Ritual, um meinen Tag zu starten. Das heisst, erst wenn der Kaffee fertig getrunken ist, gehe ich um die Kompi, mache mein Zeug vor, das ist Freizeit. Dann gehe ich um die Kompi und dann nach dem Ganzen. Ja. Und es braucht ein Ritual zum Abschliessen. In Und das dem- kann... In diesem Buch hat er von einem Begriff erzählt, den ich jetzt nicht mehr weiss, wie er heisst, aber du hast es auch gelesen, vielleicht kommt er dir, wenn ich es beschreibe, in den Sinn. Und zwar, sie haben Forschungen gemacht, und er beschreibt den Begriff dadurch, dass wenn einer oder eine im Verwaltungsrat ist, bevor er oder sie dann in den Aufsichtsrat geht, wo sie das quasi ganz anschauen, muss eine Pause dazwischen passieren. Also sie können nicht am Freitag im Verwaltungsrat sein und dann nachher in den Aufsichtsrat am Montag. Weil sie müssen wie so eine gewisse Distanz haben, um auf das Geschäft zu schauen und das auch können beaufsichtigen. Und sie haben Studien gemacht mit dieser Pause. Was er damit meint, ist, du bist am Arbeiten und dann, dass du eine Pause hast, bevor du dann daheim bist. Und das hast du zum Beispiel, wenn du einen Arbeitsweg hast. Also wenn du einen Arbeitsweg hast, dann kannst du wie so abschalten. Weißt du den Begriff? Ich habe den Begriff nicht präsent, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ja, es ist einfach wie so ein Break, wo du wie so kannst abschliessen mit dem einen und dich vorbereiten aufs andere. Und was mir dann die Woche durch den Kopf gegangen ist, so Homeoffice ist für so viele Firmen ein Benefit, den sie verkaufen. Oder den Mitarbeitenden oder potenziellen Mitarbeitenden. Sie sagen, hey, bei uns kannst du so viel Homeoffice machen, wie du willst. Sie haben aber eine Studie gemacht, wo sie herausgefunden haben, dass Homeoffice und eben das nicht Vorhandensein von dieser Pause zu mehr Stress und mehr Burnout und mehr Depressionen führt. Also wir haben zwar alle den Wunsch, von daheim aus zu arbeiten, weil wir flexibler sind. Die Flexibilität aber führt dazu, dass wir viel weniger vom einen zum anderen können abgrenzen können und aufgrund von dem dann auch unzufriedener werden. Und ich habe das so faszinierend gefunden, weil ich auch gemerkt habe, an Tagen, wo ich ins Office gehe, geht mir der Abend so viel ringer. Ich genieße den Abend so viel mehr. Wenn ich im Homeoffice bin und dann den Laptop zumache, ich bin die ganze Zeit so, ich könnte noch mal schnell schauen. Oder ich könnte mal schnell schauen. Oder Du hast noch so Arbeitsenergie in dir, oder? Es gibt keinen Cut, Ja. der so wichtig ist. Und da sind wir schon bei einer anderen Kategorie von digitaler Stress gestört, die Work-Life-Balance. Ja. Oder? Und das ist mega spannend, dass du sagst, viele sehen es als Benefit. Und die negativen Folgen davon, die spürt man gar nicht so fest. Oder ich meine, und was da wir zwei einfach auch noch nicht haben, ist Kind. Ja. Oder? Ja. Jetzt stell dir vor, du hast gerade wirklich einen strengen Tag im Homeoffice, hast vielleicht noch ein Meeting gehabt bis um 6 Uhr, wo du so bist, fuck, das ist gerade anstrengend, gerade so viel Energie gebraucht. Dann gehst du aus dem Bürozimmer und bist direkt mit deinen Kindern konfrontiert, die von der Schule heimgekommen sind. Und du kannst mir nicht sagen, dass wenn dein Kind etwas erzählt, Papi, ich habe gerade so eine coole Zeichnung gemacht, ich bin Deko shooten gegangen und der und der hat noch das und das gesagt, dass du, nur weil du aus der Tür rausgelaufen bist, ready bist, Kannst du, ja. um auf das Schöne oder auf die kindliche Energie können einlassen. Voll. Was ich glaube, Vielleicht ganz schlimme Aussage. Aber vielleicht freust du dich auch ein bisschen weniger drauf. Wenn du den ganzen Tag im Office bist und deine Kinder nicht gesehen hast oder nicht mit der Unordnung konfrontiert wirst, die vielleicht deine Kinder hinterlassen haben, dann gehst du heim und bist so, ich freue mich, sie wieder zu sehen. Wenn du aber den ganzen Tag daheim bist, du schaffst am Morgen, am Mittag, irgendwie isst du etwas, die Kinder sind vielleicht in der Schule, also sie kommen über den Mittag heim, du musst etwas kochen, dann gehen sie wieder, dann musst du das Ganze aufräumen, dann musst du vielleicht noch etwas aufräumen, weil es vielleicht noch irgendwie sonst ein Durcheinander gegeben hat mit den Kindern. Dann gehst du arbeiten und dann willst du mir sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann die gleiche Freude hast, um deine Familie zu sehen, wie wenn du im Office bist. das glaube ich auch. Und ich meine, ein Tag das, okay. Aber über Monate, über ein Jahr, 2, glaube ich dir eben sofort, dass das dann eben vielleicht zu mehr Konflikt führt, Ja. weniger schöne Momente, was irgendwann mal eben zu Burnout-Symptomen führt, zu Depressionssymptomen führt. Und ich meine, es gibt ja auch das, wenn jemand Mami geworden ist
und sich dann wieder freut, auch können arbeiten gehen, Ja. um einmal wieder eine Distanz reinbekommen. Oder? Und das heisst Ja. nicht, dass man seine Kinder weniger lieb hat, sondern einfach auch mal eine Distanz schätzt und dann eben man kommt zurück und denkt, schön. Ja, ich glaube, das ist schwierig für viele. Ja. Also, weil die soziale, eben, ja, müssen wir nicht drauf eingehen. Ja, und Das anderes Mal. ja, das ist noch so die andere Kategorie, gestörte Work-Life-Balance, wo ich selber auch schon Mühe hatte damit, manchmal immer noch Mühe habe und darum auch viel bewusster auch jetzt das Homeoffice nutzen. Oder? Dass Ja. wenn ich im Homeoffice bin ich so, geil. Das hat ja auch Vorteile oder so, aber nicht nur Homeoffice. Es fehlt mir auch ein geiler Tag an der Kaffeemaschine, Ja. am Mittag mit jemandem können reden über irgendetwas. Die Qualität ist schon eine andere, wenn du im Büro bist. Jetzt bei mir und ich würde sagen bei dir auch. Ja, Vielleicht bei anderen sagen jetzt so, Alter, ich gehe so nicht gerne ins Office. ja. Aber dann liegt es vielleicht auch etwas anderem. Hey, ja. Dann ist es wahrscheinlich ein anderes Ding. Ja, ja. Dann ist es mit dem Team oder so voll. Was würdest du sagen, ist noch so, ich meine, wir haben jetzt gerade so Übererreichbarkeit, zu viele Informationen, gestörte Work-Life-Balance. Was ist noch so eine weitere Kategorie, wo du sagst, hey, die trifft mich jeden Tag an? Jeden Tag. Oder einfach ist ein grosser Teil von deinem Leben? Also ich will gerade zwei Dinge, also Unterbrechungen, Mhm. wo auch so ein bisschen in die Kategorien spielt, ich sie aber separat will nehmen. Mhm. Also Unterbrechungen wie zum Beispiel E-Mails, die reinkommen, Ja, SMS, Handy vibriert. all das. Ich habe wirklich mittlerweile mich ankonditioniert, wenn das Handy vibriert, straight für einen. Es ist so schlimm. Eben. Richtig schlimm. Und das, also es kann nicht nur dir so. Manchmal habe ich so Phantom vibrieren, Oh mein Gott, ich habe dass gar auch. nicht reingekommen ist. Und dann bin ich so, ist jetzt etwas gekommen? Dann nehme ich es raus und bin so, es ist gar keine Nachricht da. Ich habe das Richtig so schlimm. oft. Dass Es ist crazy. Ja, und genau das meine ich. Genau das meine Ja. ich. Und weißt du, wenn ich das so oft auf dem TÜV. Oh ja, wie Ich bin du so auf dem nicht TÜV und ich habe das Gefühl, oh mein Gott, ich bin 10 Minuten auf dem TÜV, ich habe das Gefühl, gefühlt 100 Leute haben mich gesucht. Ja. Und es ist einfach niemand, weil irgendwie der TÜV sowieso vibriert. Ja. Hey, Und stimmt, auf dem TÜV habe ich das auch. Das, also jetzt auf der Vespa nicht, aber auf meinem TÜV. ja. Das stimmt. Und das ist ein gutes Zeichen, um sich damit auseinanderzusetzen. Oder? Und wirklich einfach, hey, ich schalte den Shit bewusst aus, aber trotzdem bin ich halt auf gewissen Sachen, habe ich es noch auf WhatsApp und so, aber so gut wie möglich ausschalten. Hey, Und ich glaub- positive Erfahrungen damit sammeln. Ja, voll. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig. Wir müssen schon auch sagen, es gibt ja Wundervolles, was passiert durch digitale Sachen. Also eben, ich meine, du kannst mit Freunden im Kontakt sein, du kannst sogar mit Freunden im Kontakt sein, die ultra weit weg sind. Ich meine, es ist auch nicht lässig, wenn du eine Nachricht zu Zeiten bekommst, wo du eigentlich nicht am Arbeiten bist oder so, aber wenn du irgendeinen Kollegen oder Kollegen im Ausland hast, vielleicht in einer anderen Zeitzone, dann ist es etwas Wunderbares. Ich finde, was für mich, ich habe in der Vergangenheit immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, von den Extremis. Also eben, jetzt bin ich zu viel am Handy. Da habe ich mal, im Studium habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, ich gehe nur noch ans Handy für WhatsApp. Und sonst nichts. Dann war ganz interessant gewesen, meine Bildschirmzeit ist von 4 Stunden auf etwa 30 Minuten pro Tag. Und die erste Woche, ich hatte die wildesten Träume gehabt. Ah. Richtig krass. Also ich glaube, das Hirn hat wie eine Unterstimulation gehabt, den Tag durch. Und ich habe wirklich jeden Tag richtig krass geträumt. Das ist crazy. Oder es hat endlich mal Zeit gehabt, um Sachen Oder zu ja, verarbeiten. oder das. Oder das. Aber das, eben, also ich habe in der Vergangenheit immer so die Tendenz gehabt für die Extreme. Und dann mache ich das für einen Monat und nachher bin ich dann wieder auf YouTube und Instagram und was auch immer. Was jetzt ich aktuell probiere, ist so ein bisschen Feinjustierung. Also so ein bisschen Feinanpassungen von jetzt ist es gerade ein bisschen viel. Hey, komm, ich tu mal einfach die eine App, wo ein bisschen viel reinkommt, die Nachrichten ausstellen. Und dann pendelt sich das wieder ein bisschen und dann kommt vielleicht eine andere App mehr und dann probiere ich dort anzusetzen. Aber ich glaube, es gibt wieder 2 Varianten. So die Extremvariante, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht die besten Erfahrungen gemacht habe langfristig. Und jetzt aktuell, wo ich so punktuell probiere, so einfach kleine Sachen anpassen, wo ich merke, aber das bedeutet auch, dass ich viel mehr muss identifizieren, was genau mich stresst. Weil vorher war einfach, ich entledige mich allem und dann gehen aber auch gewisse Sachen verloren, und, also positive. Und
jetzt dann ist es, ich muss mich viel mehr damit auseinandersetzen, hey, was genau stresst mich und dass ich das dann probiere anzugehen. Mhm. Ich glaube, das ist die bessere Variante, weil du musst dich differenziert damit auseinandersetzen. Mhm. Und das ist notwendig, weil, wie du gesagt hast, es ist nicht alles schlecht. Es hat mir extrem viel Positives. Und ich bin ein totaler Nutzer von vielen Sachen, die ich super finde. Und darum ist die Differenzierung so wichtig. Wo sind wir noch im positiven Bereich und wo kippt es ins Negative? Ja. Oder, also eigentlich sollte das Ziel sein, die Technologie so zu nutzen, dass die immer im Positiven oder mehrheitlich im Positiven, also wo es dir einen Mehrwert gibt, nutzen. Ich meine, meine Eltern sind jetzt in der Ferien, ich finde es mega cool, kann ich mit ihnen schreiben und weiss, dass alles gut ist. Sie wissen, bei mir ist alles gut. Super, oder? Also ich will es nicht missen. Aber dass man immer schaut, okay, wo ist der Mehrwert und wo kippt es? Und da ist so ein bisschen der wie soll ich sagen, der Irrglaube, je mehr, desto besser. Ja. Es ist wie so eine Kurve, die auf und irgendwann Wird es zu viel. und wenn es zu viel wird, geht es radikal ins Loch. Ja. Wenn wir noch schnell aufs Alter eingehen, weil da habe ich etwas gelesen, das mich sehr überrascht hat. Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass Leute, die jünger sind, weniger digitalen Stress haben, weil sie mit Technologien aufgewachsen sind, weil sie genauer wissen, wie damit umgehen. Ich meine, ein Teil von digitalen Stress ist auch, eben sich nicht kompetent fühlen in etwas. Mhm. Und ich habe gedacht, hey, wir sind alle mit iPhones aufgewachsen und zwar unsere Generation gerade noch so schüsst. knapp nicht. Aber ich habe dann in einem Buch gelesen, dass sie in der Forschung geschaut haben, oder die Hypothese ist aufgekommen, dass alte Leute, oder ältere, muss ich sagen, also sagen wir so, ich sage jetzt kein Alter, sonst fühlen sich vielleicht gewisse Leute betroffen, aber ältere Leute, die nicht mit digitalen Medien aufgewachsen sind oder digitalen Technologien auch, die haben gar nicht das Bedürfnis, am Abend noch auf den Laptop zu gehen, weil sie wie die letzten 40 Jahre so geschafft haben, dass wenn sie daheim sind, sind sie daheim. Und sie können viel besser abschliessen mit dem Arbeitstag als jetzt Generation Z oder Alpha oder Y, weil sie haben wie einfach sich konditioniert, sie haben gelernt, einfach am Abend dann Feierabend fertig, Handy weg. Ja. Und ich habe das noch spannend gefunden, weil das ist so gegen meine Intuition gegangen. Ich habe gedacht, wir sind viel besser gewappnet, haben viel mehr bessere Ressourcen oder vielleicht einen anderen Filter, so wie du es am Anfang gesagt hast. Haben wir vielleicht auch. Ich glaube, ältere Leute haben schon auch, sind nicht so technologieaffin und dort entsteht dann digitaler Stress. Es ist genau der Unterschied. Bei uns ist der digitale Stress ein anderer als bei älteren Generationen. Weil zum Beispiel genau die vielen neuen Funktionsweisen so viel mehr herausfordernd sind, als ich meine, der Bildschirmteil auf Teams ist so für uns ein No-Brainer. Ja. Wenn du das aber nicht viel brauchst oder früher nie gebraucht hast, ist das schon, wie kann ich das jetzt freigeben in meinen Datenschutzeinstellungen auf dem Laptop und wo ist jetzt, oder? Ja. Darum ist das ein anderer digitaler Stress. Und es ist eben auch spannend, bei meiner Masterarbeit, wir haben, glaube 600 Studenten eine Umfrage geschickt und die sind von, keine Ahnung, von 24 bis fast 60 gewesen. Und das Alter hat keinen Einfluss gehabt. Wir haben das Alter spezifisch als Moderationsvariable, also ob das einen Einfluss hat, drin genommen. Das hat keinen. Du hast vorhin deine Referentin angesprochen, die dich betreut hat. Ich war ja an deiner Präsi dabei von deiner Masterarbeit. Und sie hat dort so fest den Rücken gehabt, weil eine aus dem Publikum beim Referat hat irgendwie sehr kritisch gefragt, was das jetzt irgendwie, es ist mir gegangen um den Einfluss auf Studierende und ob jetzt genau Studierende davon betroffen sind, weil sie sind ja technologieaffin. Und sie hat dann gesagt, und ich habe das so einleuchtend gefunden, auch, dass speziell Studierende noch einen zusätzlichen Faktor haben von digitalem Stress, weil beim Arbeitsleben hast du wie implizite Regeln, dass oder manchmal sogar explizite, wie gesagt, ab dem 5 oder ab dem 6 kommen werden keine Mails mehr verschickt. Gewisse Firmen machen das konsequenter als andere, aber es gibt wie so implizite Regeln, dass du dich vielleicht auch noch schnell überlegst, hey, schicke jetzt das Mail raus um 6:30 am Abend. Wenn du Student bist oder Studentin, hast du das nicht. Also wenn du eine Gruppenarbeit hast, dann
schafft vielleicht irgendjemand mal an einem Dokument, schickt das rein und nachher schreibt auf WhatsApp, hey, ich habe das reingeschrieben, könnt ihr das bitte anschauen und ein Feedback geben. Und das kann am Sonntag um 2 sein. Und es kann am Sonntag um 2 sein, sehr oft sogar am Wochenende, weil unter der Woche bist du vielleicht am Arbeiten oder du hast Vorlesungen oder am Abend gehst du irgendwie hängen. Und am Wochenende, zumindest habe ich auch am Wochenende sehr viel aufgearbeitet im Studium. Und sie hat das dort so gesagt. Mehr Druck gehabt, die andere war nachher gerade ruhig mit den kritischen Fragen. Und das hat mir so eingeleuchtet auch, dass es gewisse Personengruppen gibt, jetzt in diesem spezifischen Fall Studierende, die sehr viel vulnerabler sind auf gewissen digitalen Stress als andere. Sie sind prädestiniert dafür eigentlich. Voll. Oder genau, es gibt gar keine Grenzen. Wenn ist das Studium fertig, du hast ja Vorlesungen, dann schreibst du noch das und das. Das gibt wie kein klare Ding. Vielleicht noch so, wenn ich auf die Zeit schaue, so ein bisschen als Shit! Oh Mann, ey. Ja, ich möchte noch... Wir hätten noch so viel. Wir hätten noch so viel. Hey, an dieser Stelle vielleicht ganz schnell an alle, die zuhören. Wenn ihr das ein spannendes Thema findet und ihr sagt so, hey, ich sind jetzt irgendwie noch nirgends angekommen, weil so fühlt es sich gerade für uns an, dann schreibt uns doch, ich kann entweder unten auf Spotify in die Kommentare schreiben oder auch auf Social Media. Schreibt uns doch und sagt, hey, digitaler Stress hat mich abgeholt, machen eine zweite Folge und dann können wir das irgendwann dann mal machen. Weil ich glaube, also wir hätten noch so viel. Nein, wir haben noch so viel. Also ich kann das sonst noch sagen, was wir noch im Petto haben. Oder ja, was mach mal die Leute ein bisschen lustig. Was wir noch für Kategorien haben. Also es geht noch so ein bisschen um Komplexität und Ungewissheit. Durch, also Thema auch KI. Was kommt dort? Wir wissen nicht genau, was es gibt. Ja, oder wie wird es unser Leben beeinflussen? Oder all das Zeug. Wo sind meine Daten eigentlich abgespeichert? Ja. iCloud, ich habe ja iCloud und dort zahle ich jeden Monat, dass ich noch mehr Gigabyte habe. Wer hat alles Zugriff auf das? Wer sieht alles meine Chatverläufe? Da gibt es ein bisschen die Paranoideren und die weniger paranoid Dann gibt es das Thema Cybersecurity, was ein riesen Thema ist. All die Shit. Phishing-Mails, all die... Telefon, die kommen. Guten Tag. Wir sind von der... This is a call from the Swiss bla bla bla... Government of Texas. Ja. Und weißt du, wieso bin ich dort immer so vorsichtig? Wenn ich das höre, hänge ich sofort ab. Weißt du wieso? Weil ich bin bei der ZKB. Und bei der ZKB gibt es beim Telefon, wenn du anrufst beim Kundendienst, sagen sie so, ja, wenn das okay ist für sie, dass wenn wir dann nehmen sie es auf. Nehmen wir ihre Stimme auf, als Stimmerkennung, als Identifikation. Und darum, wenn so ein Telefon kommt... Sag mir doch das früher, ich beleidige die amigs am Telefon. Ja eben, dann haben sie deine Stimme. Okay, aber Bro... Es gibt einen Podcast von dir. Also, sie werden... Oh, fuck. Liebes Publikum, der Ivo hat gerade gemerkt, dass der Podcast per sofort eingestellt wird. Er möchte nicht mehr, dass seine Stimme öffentlich ist. Oh shit. Fuck me. Hey, aber ja. Siehst, das hat mich immer so paranoid gemacht. Ja. Aber ich habe nicht weiter gedacht, dass ich auf Spotify einen Podcast habe. Ja, ich habe das Gefühl, je mehr auch so KI kommt, weil du kannst jetzt mittlerweile sehr gut Stimmen auch replizieren. Genau. Ich habe mit meiner Familie Codewörter. Weil es gibt Fälle, wo irgendwie die Enkelin die Großmutter anruft aus der Ferien und sagt, hey, wir sind in der Ferien, es ist etwas Schlimmes passiert, mein Portemonnaie ist geklaut worden und so. Und das ist alles repliziert durch ihre Stimme mit KI. Und die Großmutter dann halt Geld schickt und so ein Scam. Und ich habe das Gefühl, das wird mehr und mehr kommen. Was haben da für Codewörter? Soll ich sagen? Ja. Sag ich nicht. Nein, aber also das ist ein Riesenthema. Also, ja. Ich sage Cybersecurity und auch was es psychisch mit einem macht und wie man damit kann umgehen und wie man sich auch schützen kann. Ein Riesenthema. Riesenthema. Was hast du noch so? Dann kommt noch das Thema von Überwachung. Oh. Die ganzen spicy Themen haben wir heute einfach nicht besprochen. Wie meinst du jetzt? Ja, aber die sind alle so... Also, weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Ja, ich weiss, was du meinst, ja. Dann so ein bisschen Thema Jobunsicherheit durch Technologie. Wir sind heute so PG, wir sind heute so kinderfreundlich gewesen, wir hätten krasse Themen gehabt. Ja, aber... Vielleicht machen wir einfach so eine zweite Folge. Schreibt trotzdem rein, wenn ihr es wollt. Wenn wir noch eine zweite Folge machen? Ich finde, es gibt so viele Themen. Also auch so Thema Jobunsicherheit und... Dann haben wir noch so technische Probleme, hast du schon gesagt? Wo Nein, also wir haben es mal angetönt, wenn so Teams nicht funktionieren oder das ist auch ein grosses Seiten Thema. nicht laden.
Hated. Ja, das haben wir noch so. Und ich meine, wir haben vorher, du bist am Essen gewesen, wir haben schon eine halbe Stunde über das Thema Jobunsicherheit geredet. Mhm. Nur in unserer Branche. Ja. Ja, weil es gibt mittlerweile sehr, sehr gute KIs, die Coachings übernehmen. Und wir sind beide sehr beeindruckt von denen Ja. und was für Fragen sie stellen. Und ja. Ja, ist das jetzt gerade ein bisschen ernüchternd, oder? Also, Nein, wie fühlen wir uns? Wir haben die nötige Arroganz und Selbstsicherheit, dass wir sagen, wir sind unersetzbar. Auch nicht von KI. Nein, ich habe gemeint, dass wir jetzt einen Podcast gemacht haben, der so hart nicht abschließend Aha. ist. Hey, nein, komm, wir machen das als Cliffhanger. Wir machen das als, Okay. als Teaser. Gebt uns Bescheid über dort die Themen, die wir jetzt angeschaut haben oder eben nicht angeschaut haben, über die ihr spannend findet. Und dann gibt es dort wahrscheinlich schon noch eine Folge. Also Ja. das wird es schon noch geben. Folge. Folge. Yes. Hey, ja. Bevor wir zum Gruß kommen, Mhm. hätten wir noch letzte Hirnzelle. Du hast die Möglichkeit zum Vorlegen. Bei unseren Gästen, by the way, werden wir es, oder haben wir es vor, so zu machen, dass uns, wenn wir einen Gast haben, was jetzt dann hoffentlich bald der Fall wird sein, dass er oder sie uns dann beide die gleiche Frage stellt und wir beide darauf antworten. Und wenn man es richtig hat, bekommt man einen Punkt. Ja. Also auch da sind wir innovativ. Also, ich habe letzte Hirnzelle zum Thema Verhandlungspsychologie und die Frage lautet wie folgt. Welche Emotion kann laut Studien dazu führen, dass Verhandlungspartner mehr Zugeständnis machen, aber die Verhandlung insgesamt als negativer bewertet? Ja? Ja. Okay. Wir haben 4 Möglichkeiten. A. Freude. B. Ärger. C. Überraschung. D. Gleichgültigkeit. Also welche Emotion kann dazu führen, dass Verhandlungspartner mehr Zugeständnis machen, aber die Verhandlung insgesamt negativer bewertet? Freude, Ärger, Überraschung, Gleichgültigkeit. Ich bin mir das ist, sorry, dass ich es einfach zu machen, ich bin mir schnell im Kopf am durchgehen. Mhm. Wenn jetzt jemand überrascht ist. Mhm. Ich glaube, es ist Überraschung. Nein. Es ist Ärger. Wenn du mir ein Angebot machst und ich ärgerlich bin, also die Erklärung ist, Studien zeigen, dass der Ausdruck von Ärger in Verhandlungen dazu führen kann, dass die Gegenseite mehr Zuständnis macht. Allerdings wird die Verhandlung dadurch oft als weniger positiv wahrgenommen, was langfristige Beziehung belasten kann. Aber ich verstehe Ich habe die deine- Frage ein bisschen, glaub, anders verstanden. Aber ja, macht das Aber macht ich verstehe voll Sinn. die Überraschung auch. Ich bin eben so, als kommen die Überraschungen. Weil du ich, kannst, ja. ich teile mehr oder es wird mehr geteilt, aber im Nachhinein bin ich so, habe ich das wirklich so will? Ja. Weil es halt überraschend auch ist oder überraschende Ereignisse drin sind. Ja. Aber ja, bei Ärger macht das Ja. natürlich. Du gibst mir ein Angebot, dann bin ich verärgert, dass du mir so ein Angebot machst. Oder ich gebe dir ein Angebot und bin verärgert, dass du es nicht gerade annimmst. Dann nimmst du es vielleicht an, weil es dir unangenehm ist, aber im Nachhinein bist du so, fuck, ich hätte nicht annehmen. Nur weil er jetzt verärgert ist. Naja, macht irgendwie mehr Sinn, ja. Ja, sorry, Bro. Ja, aber gute Frage. Spannende Frage. Schade, jetzt hast du nächstes Mal das erste Mal die Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Ja, ich hoffentlich werde ich sie nutzen. Ja, We'll see. es kommt ganz eine schwierige Frage, ich sage das. Es kommt so eine Prozentfrage, die unmöglich ist zu beantworten. Ja. Hey, Nein, auch Spaß. vielleicht noch schnell da zum Schluss, um das Thema von digitalem Stress abzuschliessen. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen besser gewappnet. Vielleicht gibt es Themen, wo ihr sagt, hey, da habe ich jetzt ein besseres Auge dafür, da tue ich mich mal drauf achten. Wenn ihr noch nicht genug Notifications auf eurem Handy habt und ihr sagt, ihr hättet noch Platz für eine alle 2 Wochen, dann dürft ihr jetzt auf das kleine Abonnieren-Teil drücken auf Spotify oder wo ihr es auslöst. Weil dann sind ihr immer auf dem Laufenden. Ihr wisst, wenn die neueste Folge kommt, alle 2 Wochen. Wir sind mega happy, wenn ihr uns folgt. Das ist auch für uns wichtig, um wachsen als Yes. Podcast und für euch weiterhin so qualitativ hochstehende Podcast-Folgen produzieren. Hey, ja, nein, aber wenn ihr uns folgt auf Spotify, freuen wir uns sehr. Ihr könnt uns selbstverständlich auch auf Social Media folgen, auf Kopf Chaos. Weil wir sehen im Backend, wie viel das uns folgt von denen, die uns hören. Und wir sind dort bei knapp 50%. Darum, wenn du jetzt hörst und uns noch nicht folgst und uns regelmäßig hörst,
Dann haben wir jetzt den Moment, um auf den Knopf zu drücken. Jetzt. Ivo fragt mich, wenn wir grüßen. Wer grüßen wir? Grüße gehen raus an alle Chefinnen und Chefs, die fest bemüht sind, dass digitaler Stress am Arbeitsplatz minimiert wird, indem sie sagen, es werden keine Mails verschickt nach einer gewissen Uhrzeit, die nicht die Erwartung haben, dass man am Wochenende irgendwie antwortet oder am Feierabend. Grüße gehen an alle raus, weil ihr macht den Unterschied. Und für alle die vielleicht mal Chefin oder Chef werden, sind ihr bewusst, wie groß euer Einfluss ist als Vorbild, auch wenn es um Erreichbarkeit geht im Job. Und dass ihr da als gutes Vorbild auch vorausgehen könnt. Wow, schön gesagt. Das ist ein schöner Gruß. Ich schließe mich gerade an dem Gruß und wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao zusammen, schönen Montag.